In der vergangenen Woche habe ich eine Degustation gemacht. Ich habe mal 4 verschiedene Äpfelsorten probiert, die bei mir in meinem Garten wachsen. Und vor lauter Vorfreude habe ich ein Foto davon gemacht. Es sind 3 normale Äpfel, wie ich die nenne, 3 normale rote Äpfel, aber auch ein Boskop-Äpfel. Voll Vorfreude habe ich reingebissen und sofort gemerkt, dass er sehr sauer war. Das Spezielle ist, dass der Boskop ja ein Kochöpfel ist, mit dem man super feine Gerichte wie Äpfelweihe kann backen oder Äpfelmus kann kochen. Ich finde Boskop auch ein lustiger Name mit diesen vielen O's drin. Eine kurze Umfrage. Wer hat auch schon mal in einen sauren Äpfel gebissen? Mal Hand auf. Es sind fast alle. Gut. Alle, die Äpfel essen, haben sicher auch schon mal das gemacht. Es ist eben so, wenn wir das Prophetenbuch Micha lesen, dann ist das auch wie so ein Biss in einen sauren Äpfel. Denn Gott kritisiert durch den Prophet Micha sowohl das damalige Volk Israel als auch uns heute. Das ist schmerzhaft und unangenehm, richtig sauer. Mir ist eben auch wichtig, dass wir am Anfang mal ganz genau darauf anschauen, was Gott den kritisieren. Wir gehen also den Weg vom sauren Äpfel zum feinen Äpfelkuchen miteinander. Zuerst kommt das Gericht von Gott und nachher Gottes Gnade. Im Konkreten sind es 8 Punkte, die Gott kritisieren. Und da vorne sehen wir noch ein Foto von den Egli-Figuren, wie der Prophet Micha, der ganz rechts dargestellt ist. Er tut das Volk Israel und auch uns heute tut er die Botschaft von Gott weitergeben. Ich habe einfach mit eigenen Worten versucht, das Prophetenbuch Micha zusammenzufassen, weil es hat recht viele unterschiedliche Themen, aber ich habe es jetzt mal versucht, so zu gliedern. Der erste Punkt erinnert uns auch gerade an das erste und das zweite von den 10 Geboten. Die lauten ja, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Götterbild machen. Das sind die ersten beiden Gebote. Und die Israeliten, die haben damals eben andere, fremde Götter verehrt und auch die Götzenbilder. So steht es im Micha-Buch, Götzenbilder. Das sind Bilder oder Statuen von anderen Göttern. Für uns heute, wir denken vielleicht auf den ersten Blick, ja, das ist ja harmlos. Das ist halt einfach so eine Spielerei gewesen, so eine Marotte. Weil wir leben heute ja in einer pluralistischen Gesellschaft. Das heisst, wir alle können glauben und fast alles machen, was wir wollen. Und das eigentlich in allen Lebensbereichen. Aber das, was wir glauben, hat eben tiefgreifende Auswirkungen in allen von unseren Lebensbereichen. Was wir glauben, prägt unsere Werte, nach denen wir leben. Ich habe einmal ein Zitat gehört von einem Kollegen, der hat gesagt, unser Kult prägt unsere Kultur. Also unser Kult, unsere Religion, das, was wir glauben, prägt unsere Kultur. Wir verwandeln uns in das, was wir anbeten. Die Israeliten damals haben gewalttätige Götter verehrt. Und das hat sie wiederum negativ geprägt, dass sie selber gewalttätig geworden sind. Der zweite Punkt ist wegen dem auch Unheil und Gewalttat. Es heisst wörtlich im Micha-Buch, wehe denen, die Unheil ersinnen und böse Taten. So warnt Gott durch den Micha. Der dritte Punkt betrifft Frauen und Kinder. Das Unheil hat auch nicht Halt gemacht vor Frauen und Kind. Sogar Frauen und Kinder sind aus ihren Häusern vertrieben worden. Ich vermute, dass es sich vor allem auch auf Waisen und Witwen bezieht, aber das ist im Text selber nicht ganz klar. Das vierte ist, damals hat es eine gewalttätige Oberschicht gegeben, die das einfache Volk unterdrückt hat. Wörtlich heisst es, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt. Starke Wort. Der andere Teil vom Satz, der dann weitergeht, ist so brutal, dass ich den jetzt hier nicht wiedergeben kann. Sonst würde uns der Appetit aufs feine Apero im Untergeschoss nachher gerade vergehen. Aber der Micha wird starke Worte verwenden, um die Boshaftigkeit damals zu beschreiben.
Der Micha war eben nicht nur der einzige Prophet, es hat damals auch andere Propheten gegeben, die behauptet haben, im Namen von Gott zu reden. Das Micha-Buch charakterisiert sie als Propheten, die Gottes Volk irreführen, in die falsche Richtung führen, weg von Gott führen, in eine falsche Sicherheit hinein. Jemand hat mal so schön gesagt, Journalisten sind Propheten von unserer Zeit. Teilweise gibt es Journalistinnen und Journalisten, die ganze Geschichten frei erfinden und Fake News aktiv produzieren. Wegen dem ist wichtig, dass auch wir uns immer eine eigene Meinung bilden und dass wir auch unsere Gedanken prägen lassen durch die Bibel, durch das Wort von Gott. Gott kritisiert auch Zauberei und Wahrsagerei. Ein paar wissen das vielleicht. Ich habe ein paar von euch auch schon mal im Kino angetroffen. Ich bin ein grosser Filmfan, der regelmässig auch ins Kino geht. Es gibt aber heutzutage, was mir auffallen ist, fast keine Filme ohne Zauberei und Magie. Und das bezieht sich sowohl auf Kinderfilme, die Kinder schauen und Jugendliche, als auch auf Actionfilme, die für Erwachsene sind. Hinter der Zauberei und Wahrsagerei steht der tief verankerte Wunsch von uns Menschen, dass wir die Zukunft jetzt schon wissen wollen. Was steht dahinter? Wohl unsere Angst vor dem Ungewissen. Als Präsident von Zukunft CH mache ich mir natürlich Gedanken und auch Sorgen um die Zukunft der Schweiz. Ich will auch viel lesen natürlich in diese Richtung. Aber die Bibel zeigt uns, die Zukunft gehört Gott. Weil er uns liebt, wird er auch für uns sorgen. Es ist Mitte Oktober. Sicher viele von uns erhalten wieder Anrufe von Callcenter, die unsere günstigere Krankenkasse andrehen wollen. Ich habe das in der vergangenen Woche erlebt. Ich erkläre diesen freundlich sprechenden Stimmen, dass das in der Schweiz seit dem 1. September 2024 verboten ist. Und ich sage ihnen immer, sie sollen das an ihren Chefs weiterleiten, dass sie sich strafbar machen. Gott kritisiert auch die Gottlosigkeit und der damit einhergehende Lug und Betrug. Also das, was damals geht, ist heute immer noch einfach mit elektronischen Hilfsmitteln verstärkt, kann man sagen. Denn der letzte Punkt ist Streit in der eigenen Familie und Schwiegerfamilie. Ein Paar brauchen ja das Wortspiel und sagen Sätze wie «Ich habe ein bisschen Mühe mit meiner schwierigen Mutter» anstatt Schwiegermutter. Und als Seelsorger weiss ich, dass es in vielen Familien auch Schwierigkeiten gibt. Viele versuchen das auch ein bisschen zu vertuschen oder zu verstecken. Ist ja klar, es ist unangenehm. Aber ich will noch das Originalzitat anfügen vom Prophet Micha, der sagt, denn der Sohn behandelt den Vater verächtlich. Die Tochter erhebt sich gegen ihre Mutter. Die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Die Feinde eines Mannes sind seine eigenen Hausgenossen. Was hilft dagegen? Gegenseitiger Respekt und Achtung. Dass man offen kommunizieren kann, dass man auch in der Familie sagen kann, es ist okay, wenn wir auch in diesem Punkt andere Meinungen vertreten. Wir haben uns trotzdem lieb, auch wenn wir halt jetzt in diesem Punkt uneinig sind. Zwischenfazit, auch wir sind betroffen. Wohl betreffen auch einige von diesen 8 Punkten oder mehrere von diesen Kritikpunkten betreffen vielleicht auch uns. Wahrscheinlich vor allem der letzte Punkt, Streit in der Familie und in der Schwiegerfamilie. Das ist der saure Boskop-Äpfel. Wie gehen wir damit um? Gottes Gericht ist nur eine Seite der Medaille. Seine andere Seite ist seine Liebe, seine Gnade. Das ist auf die andere Seite, wo wir auch näher darauf eingehen wollen. Es heisst, ganz am Schluss von dem Micha-Buch, Gott wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Also poetisch ausgedrückt, ich habe hier noch etwas dazu tun. Gott tut nicht nur unsere Sünden ins tiefste Meer versenken, sondern er stellt oben auch ein Schild auf, das heisst Angeln verboten. Also, wenn Gott uns unsere Schuld vergeben hat, dann müssen wir nicht mehr immer nachbohren und nach ihr suchen und sie wieder holen.
Wie vergibt denn Gott uns unsere Schuld? Dank seinem Sohn Jesus Christus. Im Micha-Buch gibt es verschiedene Voraussagen auf Jesus, die wir auch zusammen anschauen wollen. Ich finde das immer so interessant, dass auch das Alte Testament auf Jesus hinweisen. Auch gerade in diesen kleinen Propheten. Also der Prophet Micha ist einer der kleinen Propheten. Es sind 7 Kapitel. Wir gehen auf 3 oder 4 gehen wir näher ein, auf denen Jesus Voraussagen. Erstens heisst es, dass Jesus wird in Bethlehem geboren werden an Weihnachten. Originalzitat: Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr: Du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Also sogar der Geburtsort von Jesus ist schon vorausgesagt worden, 700 Jahre im Voraus. Nicht nur die Geburt von Jesus, sondern auch sein Tod ist vorausgesagt, dass er wird müssen leiden. Karfreitag. Jesus wird misshandelt werden. Mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Backe. Das ist eine Prophetie im Micha-Buch auf Jesus, auf seine Verurteilung und dass er geschlagen worden ist von den römischen Soldaten. Dann geht es aber auch weiter. Das heisst, Jesus wird der weltweite Friedensfürst sein, der uns wieder Frieden wird bringen mit Gott. Und dieser wird Friede sein. Also der Messias heisst, der Messias, er wird unser Friede sein. Und das heisst auch für uns, Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Wir dürfen eine persönliche Liebesbeziehung führen mit Gott, die uns in unserem Alltag begleitet. Wo wir mit Gott reden und er mit uns. Es gibt noch weitere Voraussagen auf Jesus, aber ich musste eine Auswahl treffen. Beispielsweise wird Jesus porträtiert als Durchbrecher. Das habe ich so cool gefunden. Das ist mal ein spezieller Begriff. Jesus kann auch unsere eingefahrenen Verhaltensweisen verändern, durchbrechen. Eine Zeit lang habe ich gebetet, dass Gott sogenannte Durchbrüche schenkt in der Kirchengemeinde. Und das geht eigentlich auf diesen Bibelvers zurück, was heisst, Jesus ist der Durchbrecher. Das können Mauern sein von der Schuld, Mauern von der Scham oder Mauern von der Sünde, wo Jesus durchbrechen. Und das ist mir schon wichtig, auch zu betonen, Jesus ist ein Durchbrecher. Er ist nur so ein bisschen der Softie, der ein bisschen heilen und so ein bisschen über Liebe reden und alles ist so fluffig. Sondern Jesus ist der Durchbrecher. Jesus ist der stärkste Gott, der auch in unserem Leben aktiv ist. Der Prophet Micha ist überwältigt davon, dass Gott uns liebt und uns unsere Schuld vergeben hat. Danke Jesus. Und wegen dem stellt er sich die Frage, wie er jetzt Gott danken kann. Diesen Abschnitt haben wir vorher schon gehört. Ich werde noch ein bisschen näher darauf eingehen, in einer etwas wortwörtlicheren Übersetzung. Er sagt, womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Also was soll ich Gott bringen? Was soll ich in meinen Händen haben, wenn ich vor Gott komme? Dann schildert er in 4-fache Steigerung, was er Gott könnte opfern. Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Also er überlegt sich einmal, Gottes Kalb zu opfern. Das Zweite ist, wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Widern? Jetzt sehen wir schon eine Steigerung. Am Anfang eher so 1, 2 Kälber, jetzt schon Tausende von diesen Widern. Also schon eine Vertausendfachung. Dann das Dritte ist an Zehntausenden von Bächen Öls. Das habe ich auch so lustig gefunden. Das ist eine poetische Formulierung, oder? Weil 10'000 Bäche, ich meine, wir tun ja Öl aufbewahren in einem Glasfläschchen, oder? Und damals in einer Amphore oder in einem Krug. Aber wir können ja nicht Bäche von Öl aufbewahren. Also das ist eigentlich auch noch eine interessante Formulierung. Aber es ist wie nochmal eine Steigerung, oder? Er werden ganz viel Öl opfern, das damals viel wertvoller war als heute. Das Öl. Und die 4. und letzte Steigerung sollte ich etwa meinen erstgeborenen Sohn opfern für meine Schuld.
Und das ist wie die höchste Eskalation, weil Gott will ja gar nicht, dass wir anderen Menschen Schaden zufügen oder dass wir andere Menschen opfern. Es ist eher eine Art wie die höchste Steigerung, es ist wie ein Gedankenspiel, es ist ein Gedankenexperiment, wo Micha hier sagt. Und nachher die Antwort von Gott ist ein bisschen überraschend. Oder? Er tut die 4 Möglichkeiten aufzählen und geht bis ins Unendliche, bis ins Extremste auf, wo gar keinen Sinn macht, oder? Wenn man logischerweise die eigenen Kinder opfern würde, das wäre ja widersinnig. Aber die anderen fremden Götter haben das gemacht. Also die Religionen der fremden Götter haben das wollen. Und nachher kommt die überraschende Antwort von Gott, die sagt, Gott hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Heute gibt es ja ein paar Philosophen, die bestreiten, dass es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen Gut und Böse. Aber die Bibel ist in dem Punkt ganz direkt und unkompliziert und sagt, sie spricht uns mit Du an. In dem Begriff Mensch sind wir alle gemeint. Gott redet uns mit Du an und sagt, Mensch, jetzt musst du mal schauen, jetzt kommt etwas Wichtiges, jetzt kommt die Zusammenfassung vom Ganzen. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit deinem Gott? Also, wir haben wie erwartet, dass Gott vielleicht sagt, du vielleicht 10% spenden oder so, du vielleicht ein bisschen Öl opfern, du vielleicht ein bisschen so und so, konkret irgendwie ein bisschen etwas machen. Aber nein, das, was Gott jetzt sagt, betrifft unser Herz, unser Innerste. Es heisst Recht üben. Das ist das rechtmäßige Verhalten, Rechtsordnung. Also Gott stellt dieser Ungerechtigkeit mit diesen 8 Punkten, stellt er einfach mal das Recht entgegen. Denn Güte lieben. Man kann sagen Gnade lieben, Treue lieben, die Liebe zu Gott. Also man kann sogar so sagen, wir sollen die Liebe lieben. Also wir sollen die Liebe schätzen, wir sollen die Liebe von Gott auch annehmen in unserem Leben und dann weitergeben. Und einsichtig zu gehen mit deinem Gott. Ich habe mal den Begriff nachgeschaut. Was heisst das einsichtig? Es heisst behutsam sein, einsichtsvoll sein, bescheiden sein. Wir können vielleicht sagen achtsam sein, aber das ist ein Begriff, der oft ein bisschen verwendet wird in der Esoterik, aber im Sinn von wir sollen mit Gott unterwegs sein. Wir sollen auf seine Stimme hören. Einsichtig. Lernbereit. Und also, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber mir geht es so, ich will immer etwas machen, oder? Ich will doch irgendwie Gott meine Liebe ausdrücken. Ich will irgendwie Danke sagen. Ich kann auch also den Postkopföpfel habe ich jetzt nicht angelegt hin auf den Erntedanktisch, aber ein bisschen Nüssli und so trocknen und so. Wir wollen doch immer irgendetwas machen, oder? Es ist eine mega Überraschung in der Bibel, das heisst nein, es geht um unser Herz. Vielleicht geht dir das auch so. Die Zusammenfassung von der Bibel ist, dass eben die Liebe von Gott ein Geschenk ist. Und wir können es einfach annehmen. Wir können es uns nicht verdienen. Wir können auch gar nichts geben, sondern es ist ein Geschenk. Auch der anschliessende Satz geht in diese Richtung. Dort heisst es, horch, der Herr ruft der Stadt, also man kann sagen uns, zu, Rettung ist es, deinen Namen zu fürchten. Also auch so etwas Komisches, oder? Wir denken, Rettung, was müssen wir machen, um gerettet zu werden? Müssen wir irgendetwas leisten oder müssen wir irgendetwas erfüllen oder so? Nein, den Namen von Gott fürchten. Das geht genau in diese Richtung. Gott liebt uns, er vergibt uns unsere Schuld und will in unserem Leben eine Gottesfurcht bewirken, dass auch wir Gott lieben. Noch ein persönliches Wort zum Schluss zum Erntedank. Mein Ziel besteht ja darin, jeden Tag jemanden von der Kirchengemeinde zu besuchen. Und wenn ich an mich komme, dann steht schon auf dem Teller so ein feines Stück Torte oder Gebäck. Ich kann eigentlich fast nicht mehr widerstehen und ablehnen, das wäre ein bisschen unhöflich. Um langfristig gesund zu bleiben, muss ich aber weniger Süßes und Salziges essen. Ich werde es dann auch im Kirchenzettel Dezember noch erwähnen. Ja. Das ist wie sozusagen die Vorinformation. Ich habe eigentlich mehr Freude an Äpfel, Nuss und Birnen, wie es in einem so einem Samichlaus-Liedli heisst. Vielleicht sogar aus dem eigenen Garten. Oder an Trockenfrüchte, wie zum Beispiel Datteln oder Feigen. Danke vielmals für euer Verständnis. Ja, es ist nicht so lustig, es ist eigentlich ernst. Ja. Aber das finde ich auch lustig, dass ihr auch so Freude habt an der Realsatire. Oder? Ja, das ist immer der lustigste Humor, der echt ist. Ja.
Der Satz, den wir vorher gehört haben aus dem Micha-Buch, der ist auch so wie ein Grundsatz für viele Projekte geworden, weil er wie auch so, man kann sagen, eine Zusammenfassung ist im ganzen Alten Testament. Und natürlich, der Name Jesus kommt wortwörtlich nicht vor, aber mit dem Hintergrund von diesen Prophetien auf Jesus ist es sicher auch eine Zusammenfassung von der ganzen Bibel, die wir dürfen für uns persönlich annehmen. Gott hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit deinem Gott. Amen.